Wir setzen unseren Vortrag fort. Wir haben bisher gesehen, wie die Entwicklungen entstanden sind durch die evangelikalen Konferenzen, dass das Buch Questions on Doctrine im Jahr 1957 erschienen ist und unsere adventistischen Vertreter bei diesen Konferenzen dann beeinflusst waren von der Theologie von Edward Heppenstall. Und jetzt an diesem Punkt möchten wir fortsetzen, nachdem wir das studiert und verstanden haben, zu sehen, dass an dieser Stelle nun Desmond Ford in die Geschichte nun hier einen nächsten Schritt sozusagen gesetzt hat. Und es ist interessant, dass sogar Edward Heppenstall, dass er etwas zu Desmond Ford zu sagen hatte. Schaut mal. Er sagte, dass er schockiert darüber war, wie weit er, Ford, biblisch und von der Lehre nach links geschwungen war. Also selbst Edward Heppenstall, der Erbsünde gelehrt hat, der gelehrt hat, dass wir einfach durch die Rechtfertigung quasi Gottes, dass alle Sünde, während wir noch am Sündigen sind, alles letztendlich abdeckt. Und der sagte, dass Vollkommenheit nicht bedeutet, dass wir nicht mehr sündigen. Der diesen Weg eingeschlagen ist und Leute wie einen Leroy Froome und andere beeindruckt hat, dann zu dem Buch Questions on Doctrine. Selbst er sah, dass Desmond Ford, der beeinflusst war von all dieser Kette an Ereignissen, zu weit gegangen ist. Und er überrascht war, schockiert war, dass er so weit nach links abgedriftet ist. Nun, das passiert aber, wenn ich einmal einen falschen Weg einschlage, bin ich dazu natürlich geneigt, diesen Weg weiter zu fahren in diese Richtung und das Ganze noch weiter vom Ursprung letztendlich wegzuführen. Und Ford hatte quasi das Evangelium, so wie es in Questions on Doctrine dargestellt wurde, akzeptiert. Und er nannte das Evangelium von Questions on Doctrine das Evangelium der protestantischen Reformation. Nun, seine Ansicht von Ford jetzt über das Evangelium führte Ford dann zu der Frage bezüglich des Untersuchungsgerichtes. Ob dieses wirklich, so wie wir es als Adventisten lehren, seine Berechtigung hat. Und es ist interessant, dass wenn wir in das Jahr 1979 hineinschauen, als Desmond Ford seine bekannte Rede gab an der Pacific Union College, hat es dazu geführt, das glaube ich persönlich, dass wir eine weitere Runde sozusagen in der Wüste gedreht haben. Dass wir nochmal 40 Jahre durch die Wüste gehen mussten, nachdem Desmond Ford diese Rede gehalten hatte. Und als er dort am Pacific Union College sprach, waren damals sehr viele Gelehrte anwesend, Studenten natürlich, Leute, die dort gearbeitet haben beim PUC. Sie haben alle an diesem Tag teilgenommen und haben diese Rede von Ford gehört. Und es ist interessant, dass Ford, der vorher in Australien am Avondale College war, sie brachten ihn quasi zum Pacific Union College, weil man dachte, man hielt ihn ja für einen großen Fisch. Ja? Viele Leute haben erkannt, dass dieser Mann sehr intellektuell ist und tiefe Gedanken fassen kann. Aber sie haben gedacht, wenn man diesen großen Fisch jetzt quasi in ein kleineres Setting sozusagen setzt, dass das nicht so viel Gefahr bringt. Die Geschichte lehrt uns aber, dass es genau das Gegenteil passiert ist. Und ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen von einem, der damals live dabei war im Jahr 1979 und dort diese Rede hörte. Und es ist das Zeugnis von Kevin Paulson. Vielleicht mag der eine oder andere von euch ihn kennen. Das ist deshalb interessant, weil Kevin Paulsons Eltern und seine ganze Familie die Gemeinde verlassen haben wegen den Lehren von Desmond Ford. Und er war damals anwesend und er gibt seinen Bericht wieder. Wir lesen: Im Veranstaltungskalender des Herbstquartals haben wir bald ein geplantes Treffen der Association of Adventist Forums mit Desmond Ford als Sprecher bekannt gegeben. Sein Titel: Das Untersuchungsgericht, theologischer Meilenstein oder historische Notwendigkeit. Die Worte ließen die Gläubigen unruhig werden. Das Treffen war für den 27. Oktober 1979 geplant.
Ich erinnere mich gut daran, es war ein schöner Herbstsabbat. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass Ford im Begriff war, eine wichtige Erklärung abzugeben. Anhänger seiner Theologie versammelten sich von nah und fern auf dem PUC Campus. Einer berichtete mir viel später, dass Ford ihr am Abend zuvor gesagt hatte, was ich morgen sage, wird auf der ganzen Welt zu hören sein. Mehr als einige schienen dies zu wissen. Am selben Abend telefonierte ich mit Herbert Douglass, damals tätig als leitender Buchredakteur bei der Pacific Press. Er war sich sicher, dass Ford in seinen Behauptungen äußerst subtil sein würde und in Douglass' Worten aus seinem Versteck herausgeholt werden müsste. Er glaubte, dass es völlig ausgeschlossen war, dass Ford sich Brinsmead anschließen würde. Wer die Geschichte kennt, gehen wir jetzt nicht rein, um das historische Verständnis der SDA bezüglich des Heiligtums direkt anzugreifen. Ich sagte Douglass dann, ich würde ihn am nächsten Abend nach Fords Präsentation anrufen, aber nur, wenn etwas Dramatisches passierte. Douglass schien sich ziemlich sicher zu sein, dass ich ihn nicht anrufen würde, aber er war gespannt. Am folgenden Nachmittag um 3:30 kamen 2 meiner Freunde zum Gebet in meinen Schlafsaal, bevor sie zum Treffpunkt gingen. Irgendwie spürten auch wir, dass etwas Ernstes passieren würde. Als wir uns der Paulin Hall näherten, wo das Treffen stattfinden sollte, sahen wir, wie sich die Türen öffneten und eine Menge herausströmte. Als ich vorauslief, erfuhr ich, dass das Treffen aufgrund von zu vielen Besuchern in die Irwin Hall verlegt wurde, das historische Gebäude vom PUC, welches damals die untere Fläche von Klassenzimmern, Gehwegen und dem College-Kirchenkomplex überblickte. Mal gerade kurz, bevor wir weiterlesen. So interessant, ja? Wenn der Abfall gepredigt wird, was für eine große Masse auf einmal kommt und zuhört. Aber wo sind die Massen, wenn gegenwärtige Wahrheit gepredigt wird? Lass uns weiterlesen. Meine Freunde und ich drehten uns um und eilten die lange Steintreppe hinauf, um gute Plätze zu finden. Irgendwann fragte ich mit einem Hauch von Sarkasmus, wofür rennen wir? Dass wir hören werden, wie das Untersuchungsgericht weggeworfen wird? Meine negativen Vorahnungen wurden stärker. Ford begann seinen Diskurs mit seinem eigenen Zeugnis und beschrieb Zweifel, die er seit Jahrzehnten an der Harmonie der Lehre des adventistischen Heiligtums mit dem Hebräerbrief hatte. Er fuhr fort, die Gültigkeit des Jahrtagsprinzips zu diskreditieren, bestritt jegliche sprachliche Verbindung zwischen Daniel 8, Vers 14 und der Darstellung der Reinigtum des Heiligtums in 3. Mose 16 und erklärte, dass das Buch Hebräer Christus nicht 1844 in das Heiligste platziert, sondern sofort bei seiner Himmelfahrt. Übrigens, wir werden es noch verstehen, an diesem Punkt alleine sehen wir schon, dass alles das, was Ellen White über diese Sachen eigentlich schreibt, dass man es vollkommen ablehnt. Und wir werden das nachher auch noch sehen in seinem Denken. Und natürlich der Adventismus. Ja? Wir sind auf Daniel 8, Vers 14 gegründet. Das ist der Text, warum wir überhaupt Existenzberechtigung haben. Wenn das nicht da wäre, wären wir eine der weiteren Kirchen dort draußen. Wir lesen weiter. Die Menge liebte jedes Wort und begrüßte Fords Botschaft mit enthusiastischem Applaus. Mindestens ein pensionierter Präsident der nordamerikanischen Division war dort und stand während der Fragestunde mit erstickter Stimme und gebrochenem Herzen auf. Eine Gruppe von uns versammelte sich nach dem Treffen im Hintergrund und glaubte kaum, was wir gerade gehört hatten. Als ich in meinem Schlafsaal zurückkehrte, rief ich erneut Herbert Douglass an, wie ich es versprochen hatte, falls Fords Botschaft aktuell sein sollte. Ich las ihm meine Notizen am Telefon vor. Als ich fertig war, überkam ihn Trauer. Tonaufnahmen des Treffens haben die Welt in Tagen erreicht. Wäre interessant, wenn das mal mit dem ewigen Evangelium passieren würde, oder? Bald intervenierte die Generalkonferenz und vereinbarte mit dem Pacific Union College, dass Ford eine 6-monatige Beurlaubung erhalten sollte. Während dieser Zeit würde er eine Verteidigung seiner Ansichten vorbereiten, die dann von einem Ausschuss von Personen mit unterschiedlichem Hintergrund geprüft würde. Fords Manuskript mit dem Titel Daniel 8, Vers 14, der Versöhnungstag und das Untersuchungsgericht,
umfasste insgesamt 991 Seiten und wurde schließlich in Buchform veröffentlicht. Eine Kurzfassung des Manuskripts wurde auch im Spectrum Magazine veröffentlicht. Einige von euch mögen das kennen. Es ist ein adventistisches, sehr linksgerichtetes Magazin. Eine Gruppe von 114 Gelehrten, Pastoren und Gemeindeadministratoren, die bald als Sanctuary Review Committee bezeichnet werden sollte, traf sich in der Woche vom 10. bis 15. August 1980 auf der Glacier View Ranch in der Nähe von Ward, Colorado, um Fords Fall zu erörtern. Einen Monat später empfahl die Generalkonferenz der australischen Division nach erfolglosen Bemühungen der Gemeindeleitung Fords Überprüfung seines Standpunkts zu revidieren, die Entfernung seiner Predigerbeglaubigung. Und ich glaube auch in diesem Fall, dass sie richtig gehandelt haben. Ja? Wenn man grundlegenden Adventismus, was wir lehren, sagt, dass das nicht wahr ist und mit den langen Gesprächen und Studien immer wieder dagegen geht und das anders propagiert, bleibt letztendlich nur diese Schlussfolgerung. Wir lesen das auch im Geist der Weissagung, dass sie sowas schreibt. Und mit Abfall muss umgegangen werden. Ja? Wir trauen uns manchmal, das nicht zu tun, aber Römer 16, Vers 17 und 18 sagt uns das auch zum Beispiel. Ja? 2. Timotheus schreibt Paulus darüber und anderen Dingen, anderen Texten. Wir lesen weiter in dem Zeugnis. In den folgenden Jahren würden zahlreiche Pastoren ihren Dienst und eine Reihe von Gemeindegliedern die Konfession verlassen. Und wir haben eben gehört, dass es Kevin Paulsons Familie auch getan hat. Und die so entzündende Kontroverse dauert bis heute an. Es ist eine Epoche, die die Kirche oder die Gemeinde nicht vergessen darf. Und einer, dessen unvollendetes Werk für die Aufgabe des zeitgenössischen Adventismus von wesentlicher Bedeutung sind. Lasst mich euch mal die Frage stellen an diesem Punkt. Weiß ich, was ich glaube? Weiß ich, warum ich was glaube? Warum ich Adventist bin? Weiß ich, warum ich an ein 1844 zum Beispiel glaube? Ja? Leute sind damals, als Ford das brachte, haben gesagt, viele, das ist so subtil, was er dort bringt, so gefährlich. Aber wir haben ja hier die Lampe. Und wenn die Gefäße mit Öl gefüllt sind, sollte uns eigentlich möglich sein, diese Dinge zu unterscheiden, oder? Nun, können wir es wirklich von der Bibel klar aufzeigen, was wir glauben, wenn wir zum Beispiel konfrontiert werden mit solchen Dingen? Und glaubt mir, es war nicht das Ende des Liedes. Wir werden nachher noch einen Vortrag haben, wo wir sehen, wo wir heute stehen. Wie heute mit diesen Sachen umgegangen wird. Und manche, wie gesagt, meinen, das ist vielleicht, scheint nicht so wichtig zu sein, das alles zu wissen, aber es zeigt vielleicht oder offenbart vielleicht, wo ich eigentlich stehe und dass es mir eigentlich vielleicht gar nicht möglich ist, meinen Glauben wirklich von der Bibel zu zeigen. Wenn mich einer fragt nach der Hoffnung, die ich habe, klar kann ich sagen, ja, Jesus kommt wieder. Gut, das hörst du jeden Sonntag in den Baptistengemeinden auch. Ja? Aber die Tiefe des Evangeliums aufzuzeigen, jemandem von der Schrift, jemandem zu lehren, der vielleicht sehr kritisch ist mit Dingen gegenüber, ja? Bin ich wirklich in der Lage, meinen Glauben zu verteidigen und Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die ich habe? Das ist ein gefährlicher Zustand, meine Lieben, wenn wir das nicht können. Schaut mal, in Daniel 9, Vers 22 und 23, als Gabriel kommt und Daniel weiter oder wieder unterweist, sagt er, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkündigen, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Wisst ihr, wenn das nicht so wichtig wäre, hätten wir keine Warnung in der Bibel, dass Menschen verloren gehen wegen Täuschungen. Aber Menschen sind nicht vorbereitet. Und genauso war das in den Tagen Jesus gewesen. Bibel nicht studiert. Und wenige, ganz wenige, nicht aus der eigenen Reihen, sondern ganz wenige von außen, die verstanden hatten, dass der Messias geboren wurde. Jünger waren nicht vorbereitet, als die Krise kam. Und wir stehen bald vor einer größeren Krise als im Coronavirus. Und aufgrund dessen ging Ford also nun hin und hat
unser grundlegendes Konzept von Adventismus in Frage gestellt und er begann einige Schlüsselfragen zu stellen. Und die wollen wir uns mal anschauen. Der erste Punkt war, er sagte, der Schwerpunkt des Gerichts und der Reinigung des Heiligtums in Daniel 7 und 8 liegt nicht auf dem Volk Gottes, sondern auf seinen Feinden. Ist das so? Das ist nicht wahr, meine Geschwister. Schaut mal, in Daniel 7, Vers 26 und 27 heißt es, aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das heißt, bevor das Reich gegeben werden kann, sie müssen untersucht worden sein. Ja? Sie müssen Teil des Gerichts gewesen sein, sonst kann Gott nicht logischerweise das Königreich an sie weitergeben. Und das sehen wir auch in Daniel 12, Vers 1, wo es heißt, wir kennen den Text, dass dein Volk, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Kann ich aus diesem Buch herausgestrichen werden? Ja, oder? Ich muss untersucht werden, wie wir eben besprochen haben, wie bin ich mit dem Geschenk der Erlösung umgegangen. Gottes Volk ist durch das Gericht, muss durch das Gericht vorher gehen. Offenbarung 3, Vers 5 sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Wir können ausgelöscht werden. Den zweiten Punkt, den Ford brachte. Dem Jahr-Tags-Prinzip fehlt es an klarer biblischer Unterstützung. So, jetzt können wir sagen, ja, 3. Mose 4, Vers 6, Ezekiel, Kapitel 14, Vers 34. Aber Ford war damit nicht zufrieden. Er hat gesagt, ja, das ist kein gutes Argument. Wie würden wir jetzt argumentieren? Ja? Er sagt, es hat nichts mit Daniel und der Offenbarung zu tun. Ich glaube aber, dass das Jahr-Tags-Prinzip bereits in Daniel 8 zum Beispiel sozusagen, dass man das logisch in dem Kapitel sieht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Wir erinnern uns daran, wir schlagen jetzt die Stelle nicht auf, aber wenn wir zum Beispiel die Verse in Daniel 8, Verse 3 bis 12 nehmen, dort haben wir den Widder und wir haben den Ziegenbock. Ja? Und auch das kleine Horn wird beschrieben. So in den Versen 3 bis 12. Und dann, nachdem diese Vision gezeigt wird, wird dann in Vers 13 die Frage gestellt und in Vers 14 die Antwort gegeben. Wie lange gilt dieses Gesicht? Nämlich das von dem beständigen und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgeben wird. Er sprach zu mir bis 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Und dieses Wort Gesicht hier im Hebräischen ist das Wort Hason, was dort steht. Aber welche Vision, welches Gesicht ist gemeint? Natürlich das Gesicht, was vorher, logischerweise in Vers 3 bis 12 dargelegt wird. Ja? Wie lange wird dieses Gesicht von Griechenland, von Medo-Persien und Griechenland und dem kleinen Horn, wie lange wird das dauern? Und die Antwort, die gegeben ist, bis 2300 Abende und Morgen. Ist übrigens nebenbei der Grund, warum dieses Kapitel mit Medo-Persien anfängt. Weil es das erste Königreich dort genannt wird in Daniel Kapitel 8 dann. Nun, wenn wir dann weiterschauen, ist uns gesagt, dass Medo-Persien in Vers 20 ist es, wo genannt wird, dass Medo-Persien, weiß einer von euch die Zeiten, von wann bis wann es regiert hat? Von 539 bis 331. Ja? 539 bis 331 hat Medo-Persien regiert. Dann kam Griechenland, hat regiert dann logischerweise von 331 bis in das Jahr 168, bis das Römische Reich dann kam. Ja? Nun, haben sie 2300 buchstäbliche Tage regiert? Nein. Man sieht schon in dem Zusammenhang, ja, dass hier ein größerer Zeitrahmen gegeben wird. Es muss sich um ein Tag-Jahr-Prinzip handeln. Abgesehen jetzt mal davon, von den Texten in 3. Mose und in Hesekiel. Und Ford brachte aber immer wieder als Argument, dass er sagte, ja, aber alle Gelehrten stimmen damit überein. Man hatte auch nicht Unrecht, aber es waren alle Gelehrten außerhalb vom Adventismus. Im Adventismus
wurde das nicht gesagt. Und Ford sah überhaupt keine Verbindung mit Daniel 8 und 9. Aber in Daniel 9 lesen wir, das ist interessant, da gibt es nämlich noch ein anderes Wort für das Wort, in Vers 23 für das Wort Gesicht oder Vision, nämlich im Hebräischen das Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Marei oder Marei. Marei, Dankeschön. Und in Daniel Kapitel 9 sagt Gabriel ja, so achte nun auf das Wort und verstehe die Vision oder das Gesicht. Ja? Und damit meint er natürlich die 2300 Abende und Morgen. Es ist zusammenhängend. Der nächste Punkt, den Ford anbrachte, war, dass er sagte, das Wort gereinigt ist keine korrekte Übersetzung von Daniel 8, Vers 14. Nun schauen wir uns das an. Daniel 8, Vers 14 sagt, er sprach zu mir bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Nun, das hebräische Wort Nisdak, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nisdak, Dankeschön, kommt letztendlich von die Wurzel dieses Wortes kommt von diesem Wort Zadak oder Zadek, ja? Und Zedek, Dankeschön. Und wenn wir uns das anschauen, bedeutet das schlichtweg zu rechtfertigen. Ja? Und das Problem, was Ford hatte, ist, dass er den hebräischen Parallelismus nicht gesehen hat. Ich zeige euch ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel in das Buch Hiob hineinschauen, Kapitel 4, Vers 17, dort heißt es, kann wohl ein Sterblicher gerecht, Zadek oder Zadak sein vor Gott, oder ein Mann rein, Taher, vor seinem Schöpfer? Und Taher meint hier nichts anderes wie rein zu sein, ja, oder gereinigt werden. Das heißt also, dass der Hebräer, ja, das hebräische Mindset sozusagen, verstand, um gerechtfertigt zu sein, bedeutet gereinigt zu sein. Ist ein und das Gleiche. Das heißt, du kannst nicht gerechtfertigt werden, ohne dass du zuvor gereinigt wirst. Ja? Aber das ist das, was Ford glaubte und was viele Christen heute genau immer noch sehen. Und es ist letztendlich nichts anderes wie wie sagt man im Deutschen, higher criticism, höhere Bibelkritik. Genau, Dankeschön. Ja? Höhere Bibelkritik, higher criticism. Aber was das Untersuchungsgericht ja tut, ja, auf der einen Seite bringt es ja eine finale Versöhnung, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, und die Rechtfertigung und die Reinigung ja von Sünde. Und dann letztendlich das Auslöschen der Sünde. Das ist das, was das Untersuchungsgericht uns lehrt. Der nächste Punkt, den Ford anbrachte, war, dass er sagte, dass Antiochos Epiphanes war die primäre, wenn nicht ausschließende Erfüllung der Prophezeiung über das kleine Horn in Daniel 7 und 8. Und das ist ja etwas, was heute außerhalb des Adventismus sehr stark verbreitet ist. Und wir beginnen jetzt nicht ein langes Studium. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass das kleine Horn sehr offensichtlich das Papsttum meint. Denn wenn ihr schaut in Daniel 8, Vers 4, wo das erste Mal der Bock kommt, ja, und dort ist gesagt, gehen wir mal gerade kurz rein, in Daniel 8, Vers 4, Zeit nehmen wir uns ganz kurz, dass wir das nochmal sehen. Ich glaube, es ist Vers 4. Moment. Ja, genau. Der Widder, so. Ich habe immer das Englische im Kopf, Ram and He-Goat. Daniel 8, Vers 4. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte von ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und er wurde groß. Ja? So, jetzt lesen wir in Vers, lass mich kurz schauen, Vers 8, der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, ja, größer. Und jetzt heißt es über das kleine Horn, lesen wir dann in Vers 9 weiter. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß. Also wir sehen eine Steigung hier. Ja? Persönlich, ich weiß jetzt nicht, wo ihr da steht, aber persönlich glaube ich, dass es hier beide Phasen Roms abdeckt, das heidnische und auch das päpstliche Rom. Deshalb auch dieses exceeding great. Ja? Im Englischen steht dort also außerordentlich groß wuchs. Und wenn wir uns Antiochos Epiphanes anschauen, einfach in die Geschichtsbücher sehen, sehen wir, dass er für 7 Jahre regiert hat. Ja? Und er letztendlich also wenn wir Medo-Persien groß haben, Griechenland sehr groß haben,
Und dann soll Antiochus Epiphanes letztendlich exceeding great, außerordentlich groß sein mit seinen 7 Jahren Regierungszeit. Der, darf man ja nicht vergessen, aus der Linie kam. Ja, Griechenland, wir wissen, hat sich geteilt unter den 4 Generälen. Und dann kamen die einzelnen Könige. Und in dieser Linie, jetzt muss ich gerade gut überlegen, ich glaube, es war Antiochus Epiphanes. Okay, danke schön. Aus einem dieser Serie auf jeden Fall, aus dieser Linie, ja, kam er heraus. Er war ein König gewesen. Lieben, es macht, ja, Seleukiden, glaube ich, ne? Aus einer dieser Serie, danke schön, kam er heraus, ja. Und er wird jetzt dargestellt als derjenige, der dann letztendlich den König des Nordens nachher darstellen sollte. Und er war ein König nur gewesen, das ist nicht vergessen. Es macht keinen Sinn, weil alle anderen Attribute auf das kleine Horn exakt auf das Papsttum zutreffen. Nur nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel Daniel 7 sehen, ja? 1260 Jahre regiert. Antiochus Epiphanes hat auch keine 1260 Tage regiert. Ja? Das passt einfach nicht. Das ist ganz einfach aufzulösen. Der nächste Punkt, den er brachte, war, dass er sagte, dass das Buch Hebräer lehrt, dass Christus bei seiner Himmelfahrt das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums betreten hat. Und das ist auch, was viele Christen heute glauben, dass er direkt ins Allerheiligste gegangen ist. Und es ist interessant, dass Ford hat zu seiner Argumentation nicht die englische King James Bibel benutzt, sondern hat die NIV benutzt. Ja? Und New International Version hat er benutzt. Und er wollte damit quasi seinen Punkt dann im Hebräerbrief klar machen. Und das gleiche Problem, wir sehen das jetzt gleich noch, hat zum Beispiel auch die New King James, ja, in Hebräer Kapitel 9, wo dort an der entscheidenden Stelle, wir sehen das jetzt gleich in Vers 3, wo dort letztendlich das Allerheiligste dort präsentiert wird und nicht das Heilige. Ja, ist vertauscht, auch dort. Nun, schauen wir mal an, was die Bibel sagt an diesen Stellen. Muss noch korrigieren, es ist übersetzt das Heiligtum anstatt das Allerheiligste. So rum war es, glaube ich. Genau, Dankeschön. Das war wichtig. Lass uns mal anschauen. In Hebräer Kapitel 9, Vers 3 spricht Paulus dort im Griechischen, sagt er Hagia Hagion, was einfach das Allerheiligste beschreibt. Ja? Im Englischen, ich habe die englische Bibel jetzt nicht mit. Most Holy Place, ja. Und wenn man es anschaut, ihr könnt das einfach zum Beispiel auf so eine, da brauchst du jetzt kein Hebräisch für zu sprechen oder Griechisch für zu sprechen. Wenn du zum Beispiel auf BibleTools.info gehst und es gibt andere Seiten und klickst das einfach mal an, dann kannst du dir einfach anschauen, was dieses Wort bedeutet. Ist nicht schwierig herauszufinden. Also dieses Hagia Hagion, was Paulus in Hebräer 9, Vers 3 benutzt, weist auf das Allerheiligste hin. Und dann ist es aber so, dass in dem Rest von Hebräer Kapitel 9 dann das Wort Tahagia benutzt wird, was übersetzt ist als das Heilige. Und dann in Hebräer 9, Vers 24, ihr könnt, wenn ihr eure Bibeln habt, mit aufschlagen, in Hebräer 9, Vers 24 ist es, ich weiß jetzt nicht, wie es in den deutschen Übersetzungen ist, aber die King James macht einen guten Job in dem Fall und geht hin und übersetzt dort die korrekte Übersetzung, wo es sagt Tahagia, also das Heilige. Das heißt also, Hebräer 9 benutzt ausschließlich, bis auf Vers 3, benutzt es immer das Heilige und in Vers 3 benutzt es Hagia Hagion, das Allerheiligste. Das ist ein Unterschied. Das heißt, Christus ist nicht einfach direkt ins Allerheiligste gegangen, genauso wie wir im Alten Testament sehen, dass das Blut nicht direkt ins Allerheiligste getragen wurde. Das macht das ganze System kaputt, wo Jesus zu Moses sagte, das ist ein Schatten von dem, was im Himmel geschieht. Und wie gesagt, Ford benutzte halt die NIV, um seinen Punkt klar herauszustellen. Und Tahagia war das, was immer übersetzt wurde. Oder was auch in der NIV dann falsch übersetzt wurde als Most Holy Place, als Allerheiligstes. Der nächste Punkt, den dessen Ford ansprach, war, dass er sagte, die Bibel lehrt weder ein himmlisches Heiligtum mit 2 Bereichen, noch einen zweiphasigen Dienst von Jesus im Himmel. Schauen wir mal an, ob das stimmt. In Hebräer Kapitel 9 lesen wir,
Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Wir sehen ganz deutlich, dass dort zwei Abteilungen genannt sind in Hebräer Kapitel 9. Und wenn wir dann in Hebräer Kapitel 8 hineinschauen, sagt es, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Das heißt also, dass Hebräer Kapitel 8, Vers 5 das irdische Heiligtum aufzeigt als Musterbeispiel, als Schattensystem für das, was im himmlischen Heiligtum passiert. Und Offenbarung 11, Vers 9, wo am 22. Oktober 1844 die 7. Posaune geblasen wurde. Ellen White schreibt es auch so im großen Kampf. Dort lesen wir, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wurde und die Lade seines Bundes sichtbar wurde in seinem Tempel. Was war wieder zu sehen? Das Gesetz Gottes im Allerheiligsten. Der nächste Punkt, den Ford anbrachte, war, dass er sagte, der Ausdruck hinter den Vorhang im Buch der Hebräer bezieht sich auf den zweiten Schleier oder den Eingang zum Allerheiligsten. Nun, wir haben die Stelle eben gelesen in Hebräer 9, Vers 1 bis 5, wo er dann sagt, hinter dem zweiten Vorhang aber, oder wir müssen noch vorher ausholen, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Da sind also zwei Vorhänge im Heiligtum. Eines ganz deutlich zum Heiligtum und eines zum Allerheiligsten, wie wir eben auch in Hebräer 9, Vers 3 gesehen haben. In Hebräer 6, Vers 19 heißt es dann, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Was bedeutet das jetzt? Wenn es jetzt sagt, dass Christus hinter den Vorhang gegangen ist, meint es den ersten Vorhang des Heiligtums. Und nicht wie Ford gelehrt hatte, dass es dort keine zwei Bereiche gibt und keine zwei Phasen im Dienst Christi. Der Schattendienst zeigt uns ganz deutlich dieses Ereignis. Und es ist interessant, dass habt ihr mal gesehen, dass Leute 1844 immer angreifen, ohne eine Erklärung zu geben, was es denn anders sein könnte? Sie sagen einfach nur, gestern schrieb mir wieder hier auf YouTube jemand, ach ihr Adventisten, trauriges Volk, lauft einer Ellen White hinterher. Soll nochmal klargestellt sein, alle unsere Lehre kommt nicht von Ellen White, die kommt durch Bibelstudium. Ja, wir haben niemals eine Lehre übernommen, weil Ellen White aufgestanden ist und hat gesagt, das ist das, was wir jetzt glauben. Nicht in einem Fall. Sei einfach nochmal erwähnt. Ja, da gab es natürlich dann auch Durcheinander. Ich habe den Punkt jetzt aber nicht drinnen heute. Der nächste Punkt, den er gebracht hat, war, dass Siebenten-Tags-Adventisten zu Unrecht lehren, dass das Opferblut des Heiligtums entweder auf Erden oder im Himmel, dass das Heiligtum durch das Opferblut auf Erden oder im Himmel befleckt wurde. Lesen wir mal im Geist der Weissagung. Wie die Sünden des Volkes im Altertum durch das Blut des Sündopfers in das irdische Heiligtum übertragen wurden, so werden die Sünden tatsächlich durch das Blut Christi in das himmlische Heiligtum übertragen. Und wie die typische Reinigung des Irdischen durch die Beseitigung der Sünden erreicht wurde, durch die es verschmutzt worden war, so wird die eigentliche Reinigung des Himmlischen durch das Entfernen oder Auslöschen der dort aufgezeichneten Sünden erreicht. Also Ellen White stimmt mit Desmond Ford überhaupt nicht überein. Jetzt ratet mal, was passiert ist. Der nächste Punkt, den Desmond Ford anbrachte, war, dass er sagte, die Schriften von Ellen White haben keine rechtmäßige Autorität bei der Klärung von Lehrkontroversen innerhalb der Kirche. Ich habe euch eben schon gesagt, ja, wir haben alle unsere Lehre aus dem Wort Gottes durch tiefes Studium, Fasten und Beten und Ringen.
Aber ich möchte euch was sagen. Ich glaube, einer der Gründe, warum Gott die Zeugnisse am Ende dieser Zeit gegeben hat, ist, weil er wusste, dass es zu solchen Problemen kommen wird. Und wir vom Geist der Weissagung zusätzliche Hilfe bekommen. Wir bauen unsere Lehre nicht auf den Zeugnissen. Wir können sie auf der Bibel alleine gründen und stehen lassen. Aber es hilft uns, gewisse Dinge besser zu verstehen. Ja? Gewisse Dinge besser herauszuarbeiten, wenn es zum Beispiel zu diesen Streitfragen kommt. Und lasst uns auch nochmal festhalten. Ihr kennt den Text Jesaja 8, Vers 20. Was sagt es dort? Hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis. Wenn Sie das nicht sagen, tragen Sie kein Licht in sich. Was ist das Zeugnis Jesu? Offenbarung 19, Vers 10. Ja? Es ist der Geist der Weissagung. Nun, die Bibel sagt, hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis. Übrigens gab es ja damals noch kein Neues Testament, als das geschrieben wurde. Also alles das, was die Propheten geschrieben haben. Wenn wir davon abweichen, etwas hinzufügen, hinwegtun, ja, Problem, haben sie kein Licht in sich. Hat Ellen White den Geist, wenn Ellen White, lasst es uns so sagen, wenn Ellen White den Geist der Weissagung gehabt hat, kann ich diesen Vers nicht auf sie anwenden? Hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis? Sie hat das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung, gehabt. Deshalb verstehe ich nicht, warum wir so ein Problem damit haben. Und Ford behauptete nun also, dass die Schriften von ihr, macht er so eine Aussage einmal, dass ihre Schriften inspirierend sind, aber nicht inspiriert. Und so glaube ich, dass viele auch heute ihre Schriften lesen, leider, in unserer Gemeinschaft. Sie gibt ab und zu gute Tipps, aber wirklich Autorität, da haben viele ein Problem mit heute. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass ihre Zeugnisse, dass ihre Schriften ein ausschlaggebendes Merkmal sind für die Gemeinde der Übrigen. Der letzte Punkt, den er anführte, hauptsächlich war, dass er sagte, dass die Heiligtumslehre, wie sie historisch von Siebenten-Tags-Adventisten gelehrt wurde, widerspricht dem neutestamentlichen Evangelium der Gnade. Und ich glaube, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was er hier behauptet. Ein Zeugnis für die Gemeinde, schreibt Ellen White, der große Erlösungsplan, wie er im Abschlusswerk für diese letzten Tage offenbart worden ist, muss gründlich erforscht werden. Die mit dem himmlischen Heiligtum verbundenen Szenen müssen auf Geist und Gemüt alle einen solchen Eindruck machen, dass sie befähigt sind, sie anderen nahe zu bringen. Da sind wir hier auch gefordert. Alle bedürfen eines besseren Verständnisses für das Versöhnungswerk, das im himmlischen Heiligtum vor sich geht. Wenn diese erhabene Wahrheit erkannt und verstanden wird, werden diejenigen, die an ihr festhalten, mit Christo zusammenwirken, um ein Volk vorzubereiten, das am großen Tage Gottes bestehen kann, und ihre Bemühungen werden Erfolg haben. Aber wir müssen verstehen, dass Ford nicht mal geglaubt hat, dass wir überhaupt von Sünde gereinigt werden können. Das sind massive Probleme gewesen. Und wenn man das mal zusammenfasst, das Evangelium, was Desmond Ford hatte, dass er sagte, wir sind von Natur aus Sünder, ja, also schuldig deshalb, weil wir geboren sind. Wir werden sündigen, bis Jesus kommt. Und daher können wir auch nur letztendlich auf einem Rechtsakt gerettet werden, welcher uns letztendlich abdeckt und nicht transformiert. Ja, also nicht, dass dort eine verliehene Rechtfertigung stattfindet, wo ich teilhabe am Leben Jesu, wenn etwas mit mir passiert. Und er machte einmal diese Aussage, ja, es ist 50% Gotteswerk und 50% Menschenwerk. Aber meine Lieben, Rechtfertigung ist immer 100% Gottes Werk. Und genauso die Heiligung, ist nur die Frage, wie ich mich halt hingebe. Es ist alles sein Werk. Ja? 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 23, sagt, dass der Gott des Friedens uns vollkommen heiligen möchte. Ja? Und Paulus sagt da, ich bete, sagt er den Thessalonikern, dass euer ganzer Leib, eure ganze Seele, euer ganzes Wesen vollkommen geheiligt ist für die Wiederkunft des Herrn. Und dass er, sagt er dann in Vers 24, dass er es ist, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Nun, wie sieht das jetzt heute aus im Adventismus? Ich glaube, dass heute viele, und
Und es ist, wie gesagt, kein Angriff an jemanden. Aber ich glaube, dass viele heute unwissentlich vielleicht sogar unter dem Einfluss dieses Evangeliums von Questions on Doctrine und Desmond Ford stehen. Und ich glaube auch, dass es manchmal die Situation für manche schwierig macht, weil sie in gewissen Kreisen sind und gewissen Druck vielleicht auch bekommen oder spüren. Schwierig ist für manche vielleicht dort herauszutreten und noch einmal einen neuen Blick zu bekommen auf gewisse Dinge. Aber die Mehrheit unserer adventistischen Gelehrten stimmen heute Ford zu. Nicht alle, Gott sei Dank. Nicht alle. Aber viele stimmen ihm zu oder in gewissen Punkten stimmen sie ihm zu. Aber das ewige Evangelium, ja, die Botschaft des ersten Engels unterscheidet sich ganz klar im Adventismus von dem, was in den gefallenen Kirchen gelehrt wird. Es sind zwei verschiedene Botschaften. Und wisst ihr, es ist jetzt nicht die Zeit, glaube ich, dass wir zu einem Evangelium zurückkehren, das uns nicht von Sünde befreien kann. Wisst ihr, wir stehen jetzt am Ende der Zeit. Christus möchte das Werk beenden. Und wir sehen das an den Zeichen der Zeit. Was meint ihr, wie der Teufel, wie stark der jetzt am Arbeiten ist, das zu verhindern? Dass er möchte, dass die Leute verloren gehen. Der Teufel weiß das um diese Dinge. Es waren erst die Evangelikalen, die brachten dann Questions on Doctrine, diese Gedanken, die zu diesem Buch führten, das Evangelium von Ford, was beeinflusst war von Edward Heppenstall. Meine Lieben, ich glaube, dass das die Kraft des Adventismus zerstört. Es hat letztendlich zu vielen Kompromissen geführt in unserer Gemeinschaft. Und irgendwie so das Verlangen, habe ich manchmal den Eindruck, sich der Welt anzupassen. Aber wir sollten ja eigentlich, man sollte uns ja unterscheiden können von der Welt. Und wir sehen ganz deutlich, dass dieses Buch und dieser Einfluss und Ford letztendlich dazu geführt haben, dass das Verständnis der Erlösung, das Verständnis der Versöhnung, die Identifikation, wer die Übrigen sind, letztendlich, wie wir Sieg auch über Sünde haben können überhaupt, ja, ob wir es überhaupt noch können und auch das wunderbar praktische Verständnis dieser Schönheit des Themas der Natur Jesus ist alles unter Angriff gekommen durch diese Entwicklung. Und wisst ihr, wenn ich einfach nur aufgrund dessen, wie hier gelehrt wird, gerettet bin durch die Gnade Jesu und dass ich bis zum Ende sündige, warum haben wir überhaupt noch irgendwelche Standards in der Gemeinde? Wisst ihr, dass die Evangelikalen Standards hochhalten, weil sie sagen, nicht weil das etwas mit ihrer Erlösung zu tun hat, sondern weil sie sagen, ja, ich bin jetzt Christ geworden, ich sollte ein gutes Beispiel geben an andere. Erinnert euch mal dieses Beispiel, wenn wir heute Abend zum nächsten Vortrag kommen. Es wird auch im Adventismus leider mittlerweile gepredigt. Und wir sehen, dass unsere Standards immer weiter runtergesetzt werden. Und das führte letztendlich unter anderem zu diesen ganzen Celebration Movements in der Gemeinde und zu anderen Anbetungsformen, ja, die letztendlich das weltliche Mindset, die weltlichen Gedanken oder das Fleisch letztendlich anspricht, wo wir dann auch die ganze Emerging Church Bewegung durch entstehen haben sehen und das in unsere Gemeinschaft kommt. Aber letztendlich ist es nur ein falsches Evangelium, es ist falsche Anbetung und es sind falsche Götter. Das ist Spiritismus. Lasst uns abschließen. Paulus sagt in Galater Kapitel 1, Vers 8 und 9, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, als ich es euch gebracht habe, der sei was? Verflucht. Das sind harte Worte. Aber wisst ihr, wir wollen manchmal nicht sagen, nein, wie kann man sowas sagen? Das ist zu kontrovers. Aber meine Lieben, wie viele gehen verloren deshalb? Ja? Eltern von Kevin Paulson, andere haben es erlebt. Vielleicht habt ihr selber in der Familie Leute, die durch diese Theorien abgekommen sind vom Glauben. Wie können wir da bitte den Mund halten und nicht in Liebe ihn aufmachen und zur Buße und Umkehr aufrufen? Anstatt diejenigen zu bekämpfen, die diese Dinge einfach ansprechen.
Aber wir sollten es in Liebe tun, ja. Denn das falsche Evangelium muss klar herausgestellt werden, damit Leute wirklich eine Unterscheidung machen können. Wie ich euch gestern Abend sagte mit Elia auf dem Berg. Es muss klar gesehen werden, was Wahrheit und was Lüge ist. Also zusammenfassend, wir hatten Questions und Doctrine, dann kam Fort und wir möchten nun verstehen im nächsten Teil unseres Vortrags, wo wir jetzt heute stehen, wie die weiteren Entwicklungen vorangeschritten sind, weil ich glaube, dass wir derzeit einen ganz offenen und aggressiven Angriff sehen, der versucht, dieses Verständnis des ewigen Evangeliums in unseren Reihen vollkommen zu zerstören, ein für alle Mal. Und dass wir an einer Happenstall-Theologie, einer Questions- und Doctrine-Theologie und einer Fort-Theologie festhalten sollten. Und Gott möge Gnade haben. Gott hat seine Treuen, seine 7000. Und wo viele geneigt sind auch, und das möchte ich auch noch klarstellen, wo viele geneigt sind manchmal bei all dem, was wir an negativen Entwicklungen in der Gemeinde sehen. Mein Lieben, Gott hat Treue in seiner Gemeinde. Und da sind Leute, die vielleicht jetzt auf einem anderen Punkt sind, die aber vielleicht durch unsere Liebe und unsere Geduld und ins Gebet und Studium gehen mit diesen Menschen wieder auf diese Seite kommen. Deshalb sollten wir niemals irgendjemanden abstreiten oder in Streitgespräche gehen, sondern Gott sagt, lass uns zusammenkommen, lass uns zusammen miteinander richten. Und ich glaube, dass Gott das tun möchte für uns als Volk. Aber wir müssen Geschichte verstehen, damit wir nicht wieder die gleichen Fehler machen. Lass uns abschließen mit Gebet. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir noch einmal in Jesu Namen danken und dich loben und preisen für deine Güte und deine Klarheit. Herr, niemand muss verloren gehen, niemand muss getäuscht werden. Herr, wir haben die Verheißung, dass du uns in alle Wahrheit führen möchtest. Und so wie wir dich bitten, Herr, dass du uns willig machst und uns die Demut schenkst. So haben wir die Voraussetzungen, Herr, die Dinge durch die Führung deines Geistes klar zu verstehen und dass wir unterscheiden können, Herr. Denn du hast gesagt, dass die Täuschung am Ende der Zeit das Hauptmerkmal sein wird. Und wir sehen es, Herr. Wir sehen die Entwicklungen in unserer Gemeinschaft. Und Herr, uns jammert es, zu sehen, was du eigentlich vorhattest, Herr, mit dieser Gemeinde. Aber Vater, du hast Leute, die treu bleiben. Und das auch Leute, die da draußen sind, die treu sind, die du rufen möchtest durch uns. So helfe uns bitte, dass wir tiefer verstehen, erfahren und es dementsprechend, wie es geschrieben steht, weitergeben. Bitte, Herr, helfe uns, helfe mir, dass wir nicht links oder rechts vom Weg abdriften in unseren Gedanken, in unserer Theologie, in unserer Erfahrung, sondern dass wir auf Christus hin gerichtet bleiben. Das ist unser Gebet und wir danken es dir in Jesu Namen. Amen.